Sie sind auf der Jagd. Roswitha Stöpfel und ihr Mann Lorenz. Am Rande des Dorfs Veitridhausen stehen nämlich noch ein paar alte schwäbische Weinweichselbäume. Und heute wird versteigert, wer dieses Jahr welchen Baum abernten darf. Den haben wir auch schon mal gehabt. Also der sieht jetzt von vorne eigentlich nicht üppig aus. Da hat er ein Riesenloch und man könnte eigentlich meinen, da ist nicht viel drauf. Aber wenn man hinten hingeht, da wird es interessant. wenn wir da von unten nach oben schauen, traumhaft. Diese Sicht, die ist schön. Da ist einiges drauf. Das ist ein richtig schöner Traum. Toll. Deswegen hoffe ich immer, dass der mir gehört. Aber haben wir auch schon mal nicht erwischt. Also da war ich dann zu langsam beim Versteigern. Ob sie Baum Nummer 32 ergattern wird? Wie jedes Jahr im Juli ist ein harter Kern eingefleischter Weinweichselfans zur Versteigerung gekommen. Organisatorin ist Jutta Meier vom örtlichen Gartenbauverein. Baum Nummer 16 und Baum Nummer 17 zusammen fangen wir an mit 3 Euro. 4 Euro zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Nein. Zu mager, zu wenig, rentiert sich nicht. Gleich ist Baum Nummer 32 an der Reihe. Leise. Jetzt dürfen wir niemand verraten, dass wir den wollen. Baum Nummer 32. 10. 10 Euro. 11. 12. 15. 15. 16. 16. 17. 17. Also zum ersten 20. 21. 21. 25. 26. 26 zum 29. 29 zum ersten. Zum zweiten. 30. Okay. 30 zum 31. Macht sie jetzt weiter. Also 31 zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Super. Es sind jetzt gleich 2 Bäume, also die 32 und die 31 dazu. Das war sozusagen kleine Zugabe, Zuckerle dazu noch. Aber ist schön. Ja, also letztes Jahr habe ich mehr gezahlt. Passt. Ende der 1960er Jahre zählte man noch 30.000 Weinweichselbäume in dieser Region. Ein Großteil davon ist verschwunden. So wie im einstigen Garten von Roswitha Stöpfels Eltern, der mittlerweile verpachtet worden ist. Genau. Also hier das ist unser Garten von meinen Eltern, eben von unserer Familie. Wir haben über 21 Weichselbäume gehabt. Hier waren eben überall alles voll mit Bäumen. Und man sieht auch jetzt schon, also es ist nicht mehr viel übergeblieben. Eigentlich kein einziger mehr. Ja, also peu à peu sind es halt immer weniger geworden. Und so ist es eben auch jetzt in der ganzen Region im Landkreis Dillingen, dass einfach die Weichselbäume nicht mehr angepflanzt werden neu und dass sie dann einfach vom Alter her auch rauskommen und ja, nicht mehr nachgepflanzt werden, weil es keiner mehr verarbeiten möchte, ja, weil es halt sehr viel Arbeit macht. Die viele Arbeit beginnt schon mit der Ernte. Die Allee bei Veitridhausen ist nicht der einzige Ort, an dem Roswitha und Lorenz Stöpfel ihre Weinweichseln ernten. Und deshalb haben sie als Helfer ein paar Studenten engagiert. Man muss jetzt bloß am Anfang, weil wir fangen ja erst an mit der Ernte, muss ein bisschen aufpassen, gerade diese hellen, der geht nicht einmal gescheit ab. Da komm her. Da ist jetzt so ein heller und der ist einfach noch nicht reif. Und solche muss man nur hängen lassen, den erntet man dann später. Gell? Und die anderen sind eben schon dunkler und lecker. Bei der ersten verzieht es momentan den Mund und dann isst man den ganzen Tag einfach mal ein bisschen mit. Das ist angenehm, weil das hat schon ein bisschen mit Relaxen auch zu tun am Abend. Und nach Feierabend, wenn du dann einfach mal kommst und der Tag ist heiß, am Abend ist schön kühl und wenn du dann noch mal 2-3 Stunden schön Weichseln brockst
und hast hier die schöne Aussicht. Das ist richtig, ja, da kommst du so richtig runter, finde ich. Die schwäbische Weinweichsel stammt aus Kleinasien und wurde womöglich schon von den Römern hierher gebracht. Sie ist sehr gesund und enthält wertvolle antioxidative Wirkstoffe. Kenner lassen sich auch von ihrer Säure nicht aufhalten. Man kann sie so vom Baum her essen, aber es ist keine Weichsel, wo man jetzt groß wie Kirschen frisch isst, sondern mit denen macht man was. Die kocht man ein zu Saft. Die sind unwahrscheinlich, ich mache jetzt einfach mal, die sind unwahrscheinlich saftig. Gell? Und da kann man eben schön Saft machen, Gelee und eben auch Kompotte und so weiter. Also es gibt vieles, was man aus dieser Weichsel machen kann. So, und da tun wir jetzt die Blätter raus, die Stiele ab und die... Studentin Jasmin hilft nicht nur beim Ernten, sondern auch beim Verarbeiten der Weinweichseln. Das erledigt Roswitha Stöpfel am liebsten draußen in ihrem Garten. Denn schon das Entkernen ist eine saftige Angelegenheit. Ich drücke einfach die durch, so, und dann ist das auf meiner rechten Hand, nehme ich das und dann schmeiße ich so rein. Rechts dran steht unser großer Entkanner. Da brauche ich aber ein paar 100 Kilo dazu. Das rentiert sich jetzt für diese kleine Menge nicht. Der ist jetzt ganz neu und das machen wir dann, wenn wir große Mengen haben. Roswitha Stöpfel lebt in Gundelfingen. Dort betreibt sie einen kleinen Laden mit allem, was die Region an Obst und Gemüse so hergibt. Einen Großteil davon macht sie selbst ein. Allen voran die schwäbische Weinweichsel. Für das Geschäft gab sie ihren Job als Finanzbuchhalterin auf. Die Liebe zum Obst war stärker als die Angst vor dem Risiko. Ja, natürlich, selbstverständlich Risiko. Aber wenn man kein Risiko eingeht, man muss auch mit Leidenschaft dabei sein und ja, ich arbeite daran, dass das gut wird. Die Marmelade, die Roswitha Stöpfel jetzt einkocht, heißt 18+. Der Grund für diesen Namen, außer Brombeeren kommen nicht nur frische, sondern auch in Alkohol eingelegte Weinweichseln hinein. Gut, jetzt schaue ich bloß noch mal kurz ein bisschen drüber, dass keine Kerne drinnen sind. Nee, sieht gut aus. Es kommt ordentlich Zucker dazu. Vielleicht, weil die schwäbischen Weinweichseln so sauer sind? Vielleicht trägt es auch dazu bei, aber nein, es ist schon, Zucker ist ein Konservierungsstoff. Oh, Johannisbeeren fehlen. Ja, ach so. Genau, die brauche ich noch. Die müssen noch Dachte mit schon, wann rein. du Genau, die brauchen wir noch. Ihre Leidenschaft fürs Obst wurde schon in der Kindheit geweckt, im Weichselgarten ihrer Familie. So, das ist jetzt ein Bild, da hat mein Onkel mich in eine Tasche gepackt, das war eine alte Ledertasche, um mit dem Haken, das ist ein typischer Haken zum Weichselbaum, so um die Äste herzuholen. Das war ganz nett. Man soll das eigene, was man hat, pflegen, aufrechterhalten, anbauen und wertschätzen. Ich möchte einfach, dass diese tolle Kirsche oder Sauerkirsche nicht in Vergessenheit gerät, weil die einfach wirklich ganz ein tolles Aroma hat. So. Das habe ich jetzt geschaut, da habe ich vorhin schon mal was rausgenommen, ob er gut geliert und es sieht super aus. Der Pürierstab kommt nur ganz kurz zum Einsatz, damit die Marmelade schön cremig wird. In diesen Gläsern steckt eine Menge Arbeit und der Geschmack eines Obstes, das wie kein zweites für eine ganze Region steht. Die Weichsel ist eigentlich ein typischer Schwabe. Viel kann, wenig Frucht. Also man muss schon wirklich hartnäckig daran arbeiten, beim Ernten, beim Verarbeiten und so weiter. Also, und sie gibt nur das Nötigste her, aber das dann mit Leidenschaft und mit Liebe und mit einem guten Geschmack, guten Geschmäckle, wie man im Schwaben sagt. So, jetzt haben wir uns das zum Feierabend verdient.
Das glaube ich auch. Die 18-Plus-Marmelade kommt lauwarm über eine Portion Vanilleeis. Dazu gibt es einen Likör aus Weichseln, die mit Vanilleschoten und Zucker in Rum eingelegt wurden. Mein Traum wäre, dass einfach mehr wieder Weichseln auch im privaten Haushalten wieder angebaut wird. Dann auch vielleicht in Plantagen, noch mehr Gartenbaubetriebe, die sich dafür engagieren. Grundsätzlich einfach wieder mehr Bäume in unserem Landkreis bringen. Für die Weichseln dieser Bäume gäbe es mit Roswitha Stöpfel auch eine sichere Abnehmerin.